Shalom Aleichem. Wir bringen euch den dritten Episode von unser Kulturfest-Tagebuch. Der Episode wird behandeln zwei Vorstellungen, was sind vorgekommen Montag, aber es liegt dem, was der Tag ist gewesen, so verpackt, haben wir gedacht, zu teilen die Vorstellungen auf zwei Episoden. Erstens wollen wir euch bringen Blonjende Stern, eine Vorstellung basiert auf Shalom Aleichems Pjese, aufgeführt von dem rumänischen jüdischen Theater. Und zweitens wollen wir hören Äußerungen von einem Konzert von der Israeldiker Sängerin Vera Lesinski. Dazu sind etliche Interviews, was wir haben gemacht mit Menschen in Eulam. Wir werden hören ein bisschen, wie der Eulam ruft sich ab. Wir befinden sich neben dem Abrams Arts Center, eine von den etlichen Bühnes, wo spielen die jüdischen Theaters gekommen über der Welt. Und wollen wir sehen und reden, und wir wollen euch bekennen, mit dem rumänischen meluchischen jüdischen Theater. Einer von den zwei meluchischen jüdischen Theaters, bald noch der Malchume geschaffen geworden auf Snai, in Warschau und in Bukarest. Noch jeder der Eulam ist herangegangen in den Saal, hat man gekonnt hören die Sängerin Luciet van den Berg. Und die Vorstellung von Shalom Aleichems blonjende Stern hat sich umgegeben. Vermacht dem Biss, noch zuerst jetzt fragen. Die sind das Team öffnen. Dafür soll ich euch wischen. Spaß macht! Ach, stimmt. Ach, vorhin so seid ihr alte Bände. Alle hinten in eine Stellpension ist bald bei deinem Kopf. In den Überreis zwischen beiden Akten aber gestellt etliche Fragen dem Zuschauer. Ich bin bei ihm überrascht mit der Vernehmung von dem Festival, weil das, was hebt sich und du zu tun, ist eine Sache, die sich auch noch nicht durchgelebt. In einer Woche rein zu machen 200 Unternehmungen und zwischen sie sehr interessante. Aber das Wichtigste ist der Interesse vom Publikum. Obwohl es sich spreit über die ganze Stadt, aber mit dem gewinnt man am Eulen. Was ist dein Schliches? Mein Schliches ist auf sehr angenehm. Heute begleite ich australische kleine Truppe, 3 Schauspielerinnen, welche geben eine Pjese wegen der Geschichte von jüdischen Theater in Australien. Das ist schon euch mehr wie 100 Jahre alt. Und nachher habe ich den größten Vergnügen zu sein und gucken auf die prächtigen Vorstellungen und Unternehmungen, welche das Festival stellt mit sich vor. Wir dachten, dass Fach Jiddisch, man soll da reden, ist ein gelernter Jiddisch. In ein gelernter Jiddisch ist nicht kein Mamaluschen Jiddisch. Das Festival allein ist ein guter Anregung, zu probieren zusammennehmen die verschiedenen Fäden und der weiß, dass einer mit dem zweiten Hocken mal schreibt. Das ist ein Teil von einer jiddisch-jüdischen Mischung. Und not seinen Äußerungen von Vera Lesinskis Konzert. Habe ich ein Chevre an irgendwo gehört, darf man pushen Häuslein die Finger, beim Nähen fast Regen, beim Klingen mit der Schell, alle meine Bände nach See singen. Hey, da, rida, 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 oh ja, da, rida, 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 ja. Und
schlafen werden still. Padam, 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 ich werde rudeln in Tälern, alles klingt in mir, und mein Glück, mein einziger Schatz, mein Träum, mein französischer Glanz. Jeder in ihrem Herz heran, und mein Leben wird froh in sein Schein. Ich will behalten mein Treuer und Bein, lass mir tanzen und sterben mit dir auf dem Platz. In dem ewigen, dem ewigen Wald. Wie soll es euch gefallen geworden, das französische Lied? Ich gewinne nicht immer Französisch, nur auf Jiddisch. Es gewinne euch mit Tarn, mit einem herzigen so Mulchen. Sehr schön. Ich habe schon gesehen, dem Konzert von Vera Luzinski, es ist gewesen so schön. Sie ist sehr schön und sie hat einen Chor, sehr tief und sehr schön. Und sie singt Lieder von Übersetzen von rumänischer und zigeunischer Lieder. Die Sprache und euch hat das, wie also sie hat gesungen und das meint, dass ich habe alles verstanden und das ist sehr, sehr selten, weil man versteht, dass sie versteht absolut alles Ding, was sie singt und sie ist sehr selten, weil solche Singer und Singerinnen hat man nicht so oft. Ich habe manchmal sehr stark lieb gehabt. Also verändigen wir dem dritten Episode von unser Kulturfest-Tagebuch. Guckt raus auf unser kommenden Episode.